Was Staatsfinanzen unbelangt, die ich ganz aktuell behandelt gehen, will man immer daran erinnern, dass führende Wahlen Finanzen als gut durchgestaltet sind. Das an Zwischensätze wohl gesagt gehen, dass es in der Zukunft nicht mehr so weit gehen wie in der Vergangenheit. Aber Leute führende Wahlen eine Impression gekriegt von der CSV oder der SAP-Regierung, wie wenn Finanzen aber als Lützeburg trotz der weltweiten Krise nach an der Reihe. Das ist auch dokumentiert, die führende Wahlen, es sind Steuererleichterungen gemacht, die führende Wahlen Checkservicien angefeuert gehen, es sind Gehaltserhöhungen beim Lehrpersonal durchgezogen, für eben die Leute die Impression zu gehen, zuletzt für die Finanzen nach an der Reihe. Wenn also führende Wahlen Budgeten schön geschrieben sie gehen, so wird es an den Wahlen just an der Contraire umgeschlagen an sie sind schlecht geschrieben. In dem Budget von 2010 als präsentiert gehen wir einem Defizit von 2,3 Milliarden. Stand von Haut wissen wir, dass den Defizit aber in Realität zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden für das Jahr 2010 liegen, also rund 800 Millionen bis 1 Milliard. Man Defizit 2010 wie 4 gesehen war, und das ohne Spurpark, und ohne Maßnahmen weder Steuererhöhungen nach Sozialaufbau. Die Strategie von der CSV und der SAP-Regierung war klar, für Notfällen ein starken defizitäres Budget zu präsentieren, für sich Argumente zu verschaffen, Ursachen zu verschaffen, für direkt am Anfang von der neuen Legislaturperiode einen starken sozialen Aufbau können durchzubatschen. Es muss ja wissen, dass 2006 derselben Trick von Luc Frieden schon probiert ging, also an Demos Material, auch Demos als ein defizitäres Budget präsentiert ging, Tripartit aus der Summe groß gehen, dass starke sozialen Aufbau gemäht gehen, aber wie schon war, wo also die Maßnahmen noch nicht gegriffen haben, für im Jahr 2006 aber ein Budget mit Überschuss gehen. Wir sind aber sicher, dass 2014 das Budget, was ein Wahljahr ist, können wir ja schon sagen, wird Luc Frieden ein Budget präsentieren, dem am Equilibre wird sein, so wie das auch die letzte Fall ist. Also unserer Meinung nach keine Ursache für Sozialaufbau zu betreiben oder für Steuererhöhungen zu machen. Das für uns aber als ADR klar, dass wir müssen als Staatsfinanzen an den Equilibre bringen. Wir können als keine zu hohe Staatsschuld als Land leisten, und dafür muss aber gehandelt gehen. Vorher, wenn wir das machen, dass ohne Steuererhöhungen und ohne Sozialaufbau kann aber die Staatsfinanzen an einem verständlichen Equilibre bleiben. Wir verlangen also nach einer ganz klar, eine absolute Transparenz über die Staatsfinanzen, und das gibt es keinem anderen Land gehen, das in das kann machen, wie das Lützeburg geriert wird. Das geht natürlich gut, wenn der Direktor von der Verwaltung auch nach derselben Partei gehört. Dann haben wir einen zweiten Punkt, wo wir können Gelder am Interesse vom Staatsbudget sparen, das ist beim Staat selber. Wir denken dafür an allem an das Friedensfunktionament, wo unserer Meinung noch viel mehr eine starke Reduktion kann gemäht werden, wie das, was am Budget, vier Leute bei einem Budget von 12 Milliarden, von knapp 34 Millionen auf 12 Milliarden und das Friedensfunktionament angespurt wird gehen. Wir sollen nicht abgehalten gehen mit der Geldverschwendung, die riet Führer geht. Und ich meine, auch an so Zeiten wie die heute, also es falsch von der Regierung, nachdem Jean-Claude Juncker immer führende Wahlen auf Tour geht, dass der nur die Wahlen Gelefrei auf Tour geht und durch Steuergelder zu Fenster rausgehalten gehen. Das ist nicht das gute Beispiel, was eine Regierung soll gehen. Auch den Tram will man daran erinnern, wo wir felsenfest davon überzeugt sind, dass er nicht gebaut wird, mir geht aber zu Alibi-Zwecke nach Riedführung angefangen, für einfach die Leute die Impression in der Regierung werden immer auf der Schiene, gehen eben dort nach Investitionen mit an Etüden, an Bohrungen, an so Führung, alles das als Gelder zu Fenster rausgeworfen. Also viel Geld, also do beim Staat selber,
nach Spuren auch so, dass Leute, die an Pension gehen beim Staat, wirklich soll gucken, ob all die Posten müssen neu besetzt gehen, sodass dann auch auf verschiedene Verwaltungen als Meinung noch kind durch eine gute Reorganisation Leute abspuren. Es gibt auch Verwaltungen, da muss ich aber dabei sein, die nicht Leute genug haben. Weiter wo kind gespürt gehen, dass das an den Investitionen, wir brauchen dann nicht wiederholen, dass das wie beim Tram, der Militärflieger IGO, wo nicht sprengt wird, was der Steuerzahler viel kostet, auf uns als Alibi dann einfach auch den IGO bestohlen und dann alle US Frais d'Entretien bezahlen. So, man da soll Zugstrecke, die von Gerb de Findel geht, die soll gestracht gehen. Wir haben auch dagegen gestimmt, gegen die Sanierung von den Heichhöfen auf Belval, wenn wir der Meinung sind, dass es kein Wert hat für die zwei Heichhöfen oder den Heichhöfen dort zu erhalten. Übrigens kann ich da sagen, dass das Projekt das schon gestimmt ist und dann die durchgeführte Batch an der Chambre gesagt haben, das Projekt missgestimmt gehen, weil die Restaurationsarbeit, die müssen direkt umgehen, weil die Heichhöfen für keine Wand mehr überleben. In der Zwischenzeit gehen wir dann aber gewohnt, dass die Arbeitsnachrichten frühestens nächstes Jahr am Frühjahr umgehen. Also haben sie die Chambre belohnt, wie sie den Heichhöfen gehen, Wand mehr überleben, weil der Arbeitsnachrichten nächstes Jahr umgehen. Oder wenn sie nicht gelungen haben, dann brauchen sie nicht mehr zu restaurieren, weil dann sind sie nächstes Jahr zur Summe gefallen, laut denen Leute hier aus. Wir waren der Meinung, dass ihnen auch das Geld keine Spuren genauso gut wie wir Propose gemäht haben, für die Autobahn vor Dittling, nicht auf 3 Spuren, kein Bau vom Velodrom, und dass ihnen auch soll für all die anderen Projekte hingehen, eine absolute Priorität machen, an die Priorität realisieren, nur die finanziellen Moyens, die der Staat sich wisst. Wir sollen also hier, alle die heute Punkte, die ich abgenannt habe, ihren all diese Punkte nicht realisiert sind, an alles transparent das schlägt, wird der keine Maßnahmen zustimmen, die zum Ziel Steuererhebung oder Sozialaufbau haben.